Klimaproblematik, der Klimawandel, das sollte uns das Sujet an der Wochen an der Aktualität sein. Mit Flüchtlingskrise und die schrecklichen Attentate zu Paris und an den anderen Städten auf der Welt haben Thema Klima an den Hintergrund gedrückt. Lo hat die COP21 Klimakonferenz zu Paris aber angefangen und das Sujet ist nicht auf der internationalen Agenda. Seit mehr wie 2 Jahrzehnten beschäftigen sich Politiker, ONG, Wissenschaftler und Bürger intensiv mit dem Klimawandel und seinen Konsequenzen, besonders in Europa. Die Leute sind sich bewusst, das Problem ist real. 91% von den Europäern sehen den Klimawandel als ein ganz echtes Problem an. Es hat aber seine Zeit gedauert, bis auch weltweit erkannt wurde, der Klimawandel hält nicht auf die Grenzen ab. Die Herausforderungen können nicht mehr zusammen gemeistert gehen, und zwar weltweit. Die Auswirkungen vom Klimawandel werden sich besonders an den ärmeren Regionen auf der Erde gesehen. Aber sie betreffen auch Europa. Durch das, was am Nordpol, an der Antarktis und auf den Gletschern schmilzt, klimmt der Meeresspiegel an ganz Inseln verschwunden. An dem Kontext sich übrigens auch daran erinnert, dass ein Viertel von Holland unter dem Meeresspiegel liegt. Es sind ganz Gegenden auf der Welt, die unter schrohen Drückenden leiden. Und das ist am Mittelmeerraum und noch in Westafrika der Fall. Wenn das so weitergeht, dann dauert es nicht lang, und wir kriegen die ersten Klimaflüchtlinge in Europa. Und auch bei uns geht es immer mehr extremer beim Wetter, dem merkt es ja selber. Seit 15 Jahren kriegen wir regelmäßig neue Hitzerekorde am Sommer. Denken wir nur an die schreckliche Hitze am Sommer 2003. Am Mitteleuropa sind damals 20.000 Leute gestorben. Allein in Frankreich wären es 15.000. Das ist die Situation jetzt. Wenn wir noch politische Lösungen für die Herausforderungen sichern, dann müssen wir aber vor allem an uns Kinder, an uns Enkelkinder denken. Weil wie sollen sie an 30 oder 50 Jahren da leben? Und genau darum geht es zu Paris. Delegierten aus 195 Ländern sichern noch Lösungen für die Klimaerwärmung auf maximal 2 Grad par rapport zum präindustriellen Zeitalter zu limitieren. Leicht geht das nicht. Es gibt aber auch Positivzeichen. 170 Staaten, die für 95% von den Emissionen responsabel sind, haben Klimaschutzversprechen gemacht. Das ist ein wichtiger Schritt. Auch wenn ich mir im Platz Versprechen solid Engagementen gewünscht hat. Die Europapolitiker wollen ein ganz ambitiöses und verbindliches Resultat. Am Anfang ein völkerrechtlicher Kontrakt. Die Amerikaner aber, die wehren sich nach oder gegen. Ich meine, es muss aber jedem klar sein, dass man nicht bei diplomatischen Formulen und Notizen bleiben können. Es müssen Ziele aufgemacht und gerade so klar formuliert gehen. Und Fortschritte müssen da regelmäßig überprüft gehen. Und es muss klar Verantwortungen teilen. Die EU meint es echt. Wir haben schon gewissen, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum sich nicht ausschließen. Zwischen 1990 und 2014 sind die Emissionen an der EU um 23% zurückgegangen, die Ökonomie ist aber um 46% gewachsen. Natürlich müssen wir auch aufpassen, dass wir keine Konkurrenznachteile kriegen. Die Innovation muss als konkurrenzfähig halten. Es hilft dem Klima zum Beispiel sehr wenig, wenn umweltfreundliche Stahlwerke zu Lützeburg zumachen und wir am Platz davon chinesische Stahl aus Drecksschleudern importieren. So eine Verlagerung ist also nicht nur schlecht für unsere Ökonomie, sie ist auch noch schlecht für unser Klima. Soweit für die Politik. Aber auch der Bürger kann etwas machen. Davon sind 71% der Lützeburger überzeugt. Für uns ist es selbstverständlich, für den Abfall zu sortieren und unnötige Verpackungen zu evitieren. Stark am Kommen sind auch die regional und saisonalen Produkte.
umwelt- und klimafreundlich verhalen, als als los a los a Fleisch a Blut übergangen, und das ist auch gut so. Und es leidet lo und den Negoziateuren zu Paris, für zu weisen, dass auch sie verstanden sind mit dem, was der Bürger schon lange verstanden hat. Europa hat dabei eine Leaderrolle zu spielen, weil es um Zukunft geht. Und ich hoffe, zusammen mit euch, dass Ende ein ambitiösen Akkord steht, dass COP21 ein historischer Moment geht. Wir brauchen es für uns Kanner und für uns Kanzkanner.